Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guyer. Geschätzte Hörerinnen und Hörer, liebe Fans, willkommen zur Sendung. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir fangen an mit dem Schweizer Fußball. Das Ergebnis vom 5. Spieltag der Super League. Lugano gegen FC St. Gallen 1:0. Vaduz gegen FC Zürich 1:4. FC Basel gegen Lausanne, das Spiel ist verschoben worden. FC Sion gegen Servette, das Spiel ist verschoben worden. IB gegen FC Luzern 2:1. An diesem Spieltag hat es 2 Heimsiege und 1 Unentschieden gegeben. Zur Tabelle. Platz 1 IB mit 11 Punkten. Platz 2 St. Gallen mit 10 Punkten. Platz 3 FC Lugano mit 9 Punkten. Platz 4 Lausanne mit einem Spiel weniger und 8 Punkten. Platz 5 der FC Basel mit 2 Spielen weniger und 4 Punkten. Platz 6 Servette mit einem Spiel weniger und 4 Punkten. Platz 7 der FC Zürich mit einem Spiel weniger und 4 Punkten. Platz 8 der FC Sion mit einem Spiel weniger und 3 Punkten. Platz 9 der FC Luzern mit 2 Punkten. Platz 10 der FC Vaduz mit 2 Punkten. Zum deutschen Fußball. Das Ergebnis vom 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga. VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln 1:1. RB Leipzig gegen Hertha BSC Berlin 2:1. In der 50. Minute hat der Spieler Sefuig von Hertha eine gelb-rote Karte kassiert und die haben nur noch das 10. hoch gespielt. Mainz gegen Borussia Mönchengladbach 2:3. FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt 5:0. Union Berlin gegen SC Freiburg 1:1. Borussia Dortmund gegen Schalke 04 3:0. Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld 2:1. Werder Bremen gegen Hoffenheim 1:1. Bayern 04 Leverkusen gegen FC Augsburg. Das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht gespielt. An diesem Spieltag hat es 4 Heimsiege, 1 Auswärtssieg und 3 Unentschieden gegeben. Zur Tabelle. Platz 1 RB Leipzig mit 13 Punkten. Platz 2 FC Bayern München mit 12 Punkten. Platz 3 Borussia Dortmund mit 12 Punkten. Platz 4 Eintracht Frankfurt mit 8 Punkten. Platz 5 VfB Stuttgart mit 8 Punkten. Platz 6 Borussia Mönchengladbach mit 8 Punkten. Platz 7 Werder Bremen mit 8 Punkten. Platz 8 FC Augsburg mit einem Spiel weniger und 7 Punkten. Platz 9 Wolfsburg mit 7 Punkten. Platz 10 Hoffenheim mit 7 Punkten. Platz 11 Bayer Leverkusen mit einem Spiel weniger und 6 Punkten. Platz 12 Union Berlin mit 6 Punkten. Platz 13 SC Freiburg mit 6 Punkten. Platz 14 Arminia Bielefeld mit 4 Punkten. Platz 15 Hertha BSC Berlin mit 3 Punkten. Platz 16 1. FC Köln mit 2 Punkten. Platz 17 Schalke 04 mit 1 Punkt. Platz 18 Mainz 05 mit 0 Punkten. Zum Ergebnis von der Blindenfußball-Bundesliga gewertete Spiel. SG PSV Köln Hertha BSC Berlin gegen Schalke 04 2:0. Marburg gegen Borussia Dortmund 2:0. FC St. Pauli gegen SG PSV Köln Hertha BSC Berlin 2:0. Und noch das letzte Spiel, das ist gewertet wurde, SG PSV Köln Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund 0:2. Zur Tabelle. Platz 1 FC St. Pauli
mit 15 Punkten. Platz 2 MTV Stuttgart mit 12 Punkten. Platz 3 Marburg mit 9 Punkten. Platz 4 Borussia Dortmund mit 6 Punkten. Platz 5 SG PSV Köln Hertha BSC Berlin mit 3 Punkten. Platz 6 FC Schalke 04 mit 0 Punkten. Das Ergebnis der Finalspiele der Blindenfußball-Bundesliga, das Spiel um Platz 5. Das Spiel ist gewertet worden. SG PSV Köln Hertha BSC Berlin gegen FC Schalke 04 2:0. Platz 6 geht also an FC Schalke 04 und Platz 5 geht an SG PSV Köln Hertha BSC Berlin. Spiel um Platz 3. Auch das Spiel ist gewertet worden. Marburg gegen Borussia Dortmund 2:0. Platz 4 geht also an Borussia Dortmund und Platz 3 geht an Marburg. Und das einzige Spiel, das an dem 24. Oktober ist gespielt wurde, das Finale um die deutsche Meisterschaft, der FC St. Pauli gegen MTV Stuttgart, geht 0:3 aus. Das heisst, Stuttgart holt sich die Meisterschaft und der FC St. Pauli liegt auf Platz 2. Zu den Nachrichten aus der Bundesliga. Der MTV Stuttgart holt sich die deutsche Meisterschaft. Am vergangenen Wochenende ist Stuttgart in der Blindenfußball-Bundesliga deutscher Meister geworden. Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem MTV Stuttgart war das einzige an diesem Samstag, das ausgetragen wurde. Alle anderen Spiele mussten gewertet werden. Der FC St. Pauli verliert zum 3. Mal in Folge ein Finale. Und der MTV Stuttgart holt sich zum 7. Mal die deutsche Meisterschaft. Die Spiele in der Blindenfußball-Bundesliga sind gewertet worden. Aufgrund von Corona sind einige Spiele von der Blindenfußball-Bundesliga gewertet worden. Wer nicht antreten konnte, ist also mit 2:0 für den Gegner bestraft worden. Wenn man die Wertung von diesen Spielen so anschaut, ist man unweigerlich an Italien erinnert. Doch wo ist der Unterschied zwischen der Blindenfußball-Bundesliga und dem Fall in Neapel? Zuerst einmal ist es so, dass Clubs gewusst haben, dass, wenn sie nicht antreten können, das Spiel 2:0 für den Gegner gewertet wird. Und löblich vom Ligabetrieb her, obwohl man hätte darauf pochen können, ist kein Team, das zweimal hintereinander nicht antreten konnte, disqualifiziert worden. Weil die Regeln sehen nämlich vor, dass das Team, das zweimal hintereinander nicht antreten kann, soll disqualifiziert werden. Darauf hat man verzichtet. Der Bastian Schweinsteiger kommt vorerst nicht zum FC Bayern München. Letzte Woche ist bekannt worden, dass der Bastian Schweinsteiger vorerst nicht einen Posten beim FC Bayern München übernimmt. Der ehemalige Spieler vom FC Bayern München verhält sich also genauso, wie das schon der jetzige Bayern-Boss Oliver Kahn gemacht hat. Dann, als Oliver Kahn aufgehört hat als Goalie, hat er von sich aus gesagt, dass er vorerst nicht einen Posten beim FC Bayern München übernimmt. Inzwischen ist der Fall klar, inzwischen ist er bei Bayern. Zum internationalen Fußball. Das Ergebnis von der ersten Gruppenphase von der Champions League. Zenit gegen FC Brügge aus der Gruppe F 1:2. Dynamo Kiew gegen Juve aus der Gruppe G 0:2. RB Leipzig gegen Istanbul BB aus der Gruppe H 2:0. Rennes gegen Krasnodar aus der Gruppe E 1:1. Lazio gegen Borussia Dortmund aus der Gruppe F 3:1. Chelsea gegen Sevilla aus der Gruppe E 0:0. PSG gegen Man U aus der Gruppe H 1:2. FC Barcelona gegen Ferencváros aus der Gruppe G 5:1. In der
68. Minute hat der Spieler Piqué vom FC Barcelona eine rote Karte kassiert und Barcelona hat ab dann nur noch das 10. hoch gespielt. Red Bull Salzburg gegen Lokomotive Moskau aus der Gruppe A 2:2. Real Madrid gegen Donetsk aus der Gruppe B mit 2:3. Ajax gegen Liverpool aus der Gruppe D 0:1. Manchester City gegen Porto aus der Gruppe C 3:1. Midtjylland gegen Atalanta aus der Gruppe D 0:4. Olympiakos gegen Marseille aus der Gruppe C 1:0. FC Bayern München gegen Atletico Madrid aus der Gruppe A 4:0. Und Inter Mailand gegen Borussia Mönchengladbach aus der Gruppe B 2:2. Das Ergebnis von der ersten Runde von der Gruppenphase in der Europa League mit deutscher und Schweizer Beteiligung. Bayer 04 Leverkusen gegen Nizza aus der Gruppe C 6:2. IB gegen Roma aus der Gruppe A 1:2. Und Hoffenheim gegen Rote Stern Belgrad aus der Gruppe L 2:0. Zum Spieler von der Woche. Der Spieler von der Woche heisst Carlos Humbertos Paredes. Der Carlos Humbertos Paredes ist am 16. Juli 1976 in Azuquén, Paraguay, auf die Welt gekommen. Er war zentraler Mittelfeldspieler. Von 2002 bis 2006 hat er für Regia Galgio gespielt. Für diesen Club hat er auch die meisten Spiele absolviert von seiner Karriere und die meisten Goal geschossen. Von 2011 bis 2014 hat er für den Club Olympia gespielt. Nach dieser Station hat er seine Karriere beendet. Insgesamt ist er 379 Mal auf dem Platz gestanden und hat 26 Goal geschossen. In der paraguayanischen Nationalmannschaft hat er von 1998 bis 2008 gespielt. Dort ist er 74 Mal auf dem Platz gestanden und hat 10 Goal geschossen. Von 2015 an bis ins 2017 hat er bei verschiedenen Clubs als Trainer gearbeitet. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende der Sendung. Schaltet doch auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heisst, der Fußball-Dienstag. Die Sendung hier wird alle 2 Stunden wiederholt bis um Mitternacht. Und wenn ihr die Sendung hier nachhören wollt, dann geht das auch. Und zwar auf WSCR Radiovision auf YouTube. Tschüss miteinander.